Ich persönlich lebe seit 10 Jahren in der schönen Rheinmetropole, habe aber das Kölsche Gefühl immer noch nicht so richtig drin. Ich spreche kein Wort Kölsch, jedenfalls nicht richtig. Lerne heute aber jemanden kennen, der es perfekt beherrscht. Peter Brings, der Kölsche Jung. Der bringt mir heute mal Kölsch bei. Peter, zeig mir mal Kölsch. Oder so ähnlich. Ach, guck mal, hast du schon was vorbereitet? Ich hätte eine Kleinigkeit vorbereitet. Ich habe ja gehört, dass du die Stadt ein bisschen besser kennenlernen Ja, willst. am Und da besten hab durch ich die gedacht, Kehle, ne? Ja, erstmal ein Kölsch. Ne? Prost. Und wo sind wir jetzt hier gerade? Ich meine, ich weiß es. Ja. Wir sind ja in Ehrenfeld, also eigentlich im schönsten Stadtteil von Köln. Ist ja logisch, weil ich komme hierher. Ne? So ist der Kölsch ja. Ja, ist mein Fädel hier, bin ich zu Hause und wir sind hier mittendrin auf dem Platz, der die Welt bedeutet. Sozusagen. Aber um das Kölsche Gefühl zu erleben, muss man nicht nur labern, da muss man laufen. Das machen wir nämlich jetzt mal. Ziehen wir mal los. Was ist denn das Besondere an der Kölschen Sprache? Also, ich meine, wenn man jemanden so richtig, sag mal einen schönen Kölschen Satz und ich versuche dich zu verstehen. Es gibt ja so Sprüche wie, den liebe ich am meisten, es hätte noch immer Jotje Jange. Das kriege ich noch hin. Das ist der Satz, wo die Kölner immer alle dran gemessen werden. Die Kölsche Seele. Genau, wo du sagst, weißt du was, lecker am Arsch, irgendwie geht schon irgendwie wieder gut. Gerade in so Zeiten wie jetzt. Grüß euch, grüß euch. Hallo. Schön, hier Fernsehen, schön, Einmal winken. schön winken. Wenn man jetzt, sag mal, du würdest mit mir eine Art Kölsch-Test machen. Ne? Ich müsste was Besonderes sagen oder was Besonderes verstehen. Also das Wort Pens, weißt du, was das heißt? Kinder. Genau, aber wenn man das nicht weiß, ist ja ein ganz anderes Wort wie Deutsch. Da kannst du ja, also Hochdeutsch, kannst du ja gar nicht irgendwelche Rückschlüsse. Ich bin mal aufgetreten bei einer Show, die hieß Party for the Pants. Und ich habe gedacht, Party für die Hosen? Warum? Also, was für Hosen? Für wen trete ich da auf? Und dann wurde mir wirklich erst an dem Tag klar, dass es um Kinder ging. Da saßen 500 Kinder. Peter, meinen heutigen Gast Janine, kennst du ja auch. Ne? Wenn ich die jetzt beeindrucken will in meiner Show, indem ich mal ein bisschen was sagen kann auf Kölsch, was wären so Sätze, mit denen ich mal aufschneiden kann? Wenn ich jetzt sagen würde, Janine Kunze ist ein schönes Mädchen. Da sage ich jetzt mal ganz im Ernst, wenn du jetzt ein Kölscher wärst, würdest du sagen in Kölsch, Janine Kunze ist ein schönes Mädchen. Weil immer wenn es ernst wird, ist der Kölsche Hochdeutsch. Ach so. Ne? Verstehst du? Weil, das würde er in jedem Fall sagen. Aber normalerweise würdest du sagen, Janine Kunze ist der geilste Schuss aus Köln. Das kann ich so zusammenfassen. Janine Kunze ist die geilste Schuss aus Köln. War das okay? Genau, ja, absolut. So, Peter, wo sind wir jetzt hier? Wir sind jetzt in der Bartholomäus-Schink-Straße. Die ist benannt nach einer, ich glaube, der jüngste Edelweißpirat, der hier aufgehangen worden ist. Das waren Jugendliche, die sich in den Ende 1944 gegen die Nazis hier noch aufgelehnt haben. In Als dem alles schon Viertel. verloren war eigentlich. Genau, und das sind, ich sag mal, das sind die Helden des Viertels. Die haben nicht gelabert, die haben echt was getan. Die haben auch teilweise auf Nazis geschossen. Und heute ist immer noch die Diskussion, ob das, ich sag mal, Helden sind oder Verbrecher. Und für mich sind das Helden. Die gehören zu dem Viertel dazu. Dein Vater hat das gemalt. Mein hier, Vater hat das gemalt, genau. Das ist ein Bild von meinem Vater. Und ist ein Teil unserer Stadtgeschichte. Und ich finde, das ist genauso wichtig wie der Kölner Dom. Oder der Kölsche Jung. Ne? Schöner kann man es überhaupt nicht sagen. Das waren nämlich auch Kölsche Jung. Wo sind wir jetzt hier, Peter? Ja, wir sind jetzt auf der Landmannstraße im Haus Pöttgen. Ja, so ein richtiges Traditionshaus, also ein richtiges Brauhaus. Und wenn ich jetzt was bestellen will, was sag ich da am besten? Was ist was richtig Kölsches von der Kölschen Karte? Das ist, pass auf, ich bin mit meinem besten Freund mit dem Peter hier. Ne? Was? Und jetzt, ich bin mit meinem besten Freund, dem Peter hier. Mit der beste Freund. Das für ich Ja. in dem Falle. Ne? Ah, ja. Ja, ich hätte hier zweimal Riefkuchen. Zweimal Riefkuchen. Okay. Und Kölsch. Weil ich so Hunger habe. Ja, ich hatte Lochebuch. Bei Lochenbuch. Das kriege ich hin. Ja, ich Dann- bin gespannt. Das, Grüß dich, danke schön. Grüß dich gerne. so. Jetzt probiere ich das. Oh, schau mal, Grundnahrungsmittel. Sehr Jawohl. schön. Dankeschön. Dankeschön. Sehr zum Wohle. Jetzt kommt's gleich. Warte. Ich bin gespannt. Ich bin mit meinen Freunden, der Peter hier. Ich habe ein Lochebuch. Jetzt hätte ich gerne 2 Riffkuchen mit Apfelmus. Zwei Riefkuchen mit Apfelmus. Ja, sag ich doch. Hätte Hat er gut gemacht. Ja. So ein roher Pott, oder? Applaus. Na, am dritten Kölsch wird es noch besser. Du bist ja viel unterwegs als Musiker. Was ist für dich, wenn du jetzt weg bist, Heimat? Nee, ganz anders. Wenn ich weit weg bin, und das ist auch ein Kölscher Jung, und ich höre Leute meine Sprache sprechen.
Wo bist du zu Hause? Wo die Leute dich lieben, wo die Leute deine Sprache sprechen, wo du dich empfangen fühlst, irgendwie, das ist zu Hause. Ja, Peter, schöner hätte ich es persönlich niemals sagen können. Meine Erfahrung, nachdem ich einen Tag lang versucht habe, das Kölsche Gefühl zu lernen, das Kölsche Gefühl kann man nicht lernen, das muss man fühlen. Und dementsprechend sage ich jetzt zu meinem Mädchen, mein Kölsche Mädchen, Janine, ich bin auf der besten Weg, ein Kölsche Jung zu werden. Zweden. Prost, Peter. Wunderbar. Besser geht gar nicht. Den Mann musst du einfach lieben.